Der 24. Juni sind wir effektiv alle überrascht gewesen über das Resultat an den Schmengen als Regierung, wo mat überrascht. Weil der Premier, den hört morgens gesagt, der müsste mal den Conseil zu Summe rufen, wenn die Minister, und könnt nicht direkt eine Deklaration machen. Und da freuen sich eine Regierung bei so einem wichtigen Échéance für den 23. Juni, mit so einem wichtigen Referendum, hätte sie da nicht am Vierfeld, müsste schon aufstechen, wie hier Reaktionen wären, wo als Interesse leihen, auf wie sie gegen reagieren. Wir begrüßen auf jeden Fall, dass Haut an der Stellungnahme, die der Premier Haut gemacht hat, ein Ton, den mesuriert war, ugeschlagen gouf, dass der Situation ugepasst, weil nicht wäre mehr falsch an dieser Situation für eine Strafmentalität gegenüber dem Vereinigten Königreich zu weisen oder mit Arroganz aufzutreten, weil die Decision, die an England geholt gouf oder am Vereinigten Königreich geholt gouf, die ist nicht nur zurückzuführen, ob man näher wie der Wahlkampf do gefeiert gehen ist oder die Manier, mehr auch ob Sinnen, die Europa gemacht hat an den letzten Jahren, Jahrzehnten, wo sie in der Entwicklung. Also dann nicht so, dass den europäischen Zentralismus nicht nur in England, mehr auch da vielleicht zu unwohl mischt, die nicht wollen Kontrolle verlieren und Institutionen, die weit weg sind, nicht transparent, nicht demokratisch genug. Das ist echt so, dass die von den Nationen, wo viele Leute weitergedroht wird, aber nicht die von einem europäischen Föderalstaat. An dem Sinn ist das Referendum am Vereinigten Königreich eine Warnung. Aber wenn man so ein Haut wie Balgidere nicht gesagt hat, dass man den Referendum müssen akzeptieren, ja sogar respektieren, dann hören ich aber von unserem Außenminister ganz anders hin. Gestern hat Herr Asselborn an einem Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gesagt, wie wird das Referendum gut an den von unserem Außenminister. Man hier sieht ein Referendum, wer wo großem Nutzen, wenn es ging darum gehen, zum Beispiel die Frage, ob ein Gär soll überirdisch oder innerirdisch gebaut gehen. Könntet aber zu nationalen und europapolitischen Themata, dann ging ein Referendum gefährlich und unkontrollierbar Konsequenzen holen. Als das verstehst du mich schon Demokratie, mit dem wir wollen Leute überzeugen von der Politik oder von der Europapolitik. Ein Referendum akzeptieren, respektieren, das den ABC von der Politik an der Schengen, dass sogar in unserer Regierung nicht verstanden ist. Europa geht als Friedensprojekt durchgestaltet, weil doch ohne Zweifel wäre. Nur im Zweiten Weltkrieg eine große, noble Idee, viele Diktaturen sind abgefangen, gehen am Prozess von der Vereinigung von Europa. Wir haben nicht auch als Europa, da wo wir mich stark gaufen an den letzten Jahren, viel Fehler gemacht, an Libyen, an der Ukraine, schwätzt den deutschen Außenminister nicht zu Recht an unserer Russlandpolitik, wo Kriegsgeheul und Säbelrasseln, als das ein europäisches Friedensprojekt, dem wir die Leute verkaufen, Sanktionen, die nicht mehr zu justifizieren, sie verlängern und nachverlängern, und nicht wissen, wie man soll rauskommen, als etwas, was Europa selber verursacht hat. Europa behandelt doch nicht alle Memberstaaten nämlich die Grundprinzip an der Diplomatie, von der Egalité souverän des États, als immer vorgestellt geht, durch die Majorité qualifiée. In der letzten Präsidenz, in Asselborn, hat eine Reunion präsidiert, wo wird per Majorité geholt wird gegen den Haut Ungarn als Slowakei an Eisenbahn zu Recht für den Europäischen Gerichtshof klot, weil hier vital Interesse nicht respektiert goufen, an hieren an. Der Conseil des Régions, als ein anderes Beispiel, wo Lützburg durch Druck von anderen Ländern auf einen Sitz verzichtet an einer europäischen Institution. Auch da ist ein Beispiel, wie Europa funktioniert. Den Direktor von den Großen, von Deutschland, von Frankreich, die probieren, das Europa, was das Vereinigte Königreich im Gang ist, zu verlosen, zu steuern. Wenn wir nicht aufpassen, da sind wir geschwör wirklich nach einem deutschen Bundesland, und das wollen wir nicht sehen. Wir wollen ein souveräner Staat an Europa bleiben. Polen refusiert den hegemonialen Ursprung von den großen europäischen Ländern als Rechtsstaat zu machen. Die Migrationskrise hat vielleicht das Vereinigte Königreich ein bisschen Männer betrifft wie andere, ob schon Calais betrifft sie auch, ob schon der Resettlement betrifft sie auch. Mais et ist aber nicht nur doof, wo die Sache kritisiert wird, die Politik kritisiert wird. Mir auch zum Beispiel an Österreich, wo ein ÖVP-Außenminister, der kurz sieht, Migrationspolitik, die an Europa gemerkt hat, wäre den dramatischste Fehler von der EU. Das ist kein britischer Politiker, den das sieht, mehr ein österreichischer ÖVP-Politiker. Und muss sich doch fragen, ob eine unilateral deutsche Decision durchgeht, wie eine Solidarität an Europa anzufordern, wie eine Falschpolitik an eine Falschinterpretation vom Asylrecht mit unberechenbaren und unkalkulierbare Konsequenzen. Währungspolitik
als ein anderen Domain, wo doch viel europäisch Fehler gouf. Transferunion Hummer, et gin Eurobond gefordert, et gëtt eng Politik gefordert, die net an Tretie steht, die den Tretie verbude gëtt. Zum Beispiel an de Maastricht-Verträger so klar gesot, et kann kein Transferunion gin. Me sinn net do, wie dat een dem andere seg Schulde bezielt, an awer gëtt dat immer im Gemerk, an immer im probiert. Wie dags ass de Maastricht-Tretie gebracht gin, a wat fir en Konsequenze goufe geholl, keng. Mir hut geniwer Griechenland gewiesen, dat et kees sozial Europa gëtt, en Europa mat eng soziale kalen Herz. Wieviel Grieche liewen haut der Not? An as het doch net so, dat so eng Politik mat dazu geféiert huet, dat ha an do an Europa populistisch Parteiie, wie se lo genannt gin, iwwerhand kreen, oder dat sugeriert Radikalparteie wie Griechenland sech konnten mat der goldenen Morgenröte do kreieren an großen elektorale Suse hunn. Huet net doch Europa eng Matverantwortung fir dat wat et haut bekämpfen. Den undemokratische Charakter von Europa zählt der Erschränkung von der Meinungsfreiheit, war das nicht alles haut ein Hate-Crime im Internet, auch wenn es kein Hate ist, aber es ist politisch nicht korrekt, es ist politisch nicht erwünscht, also wird es verfolgt. Referenda goufen ignoriert. Auf wie viele Länder haben wir das gemerkt? Wie akzeptieren mis eng zweite Keier Stimme goen. Als der Respekt für den Referenda über den konstitutionellen Treaty auf Frankreich an Holland wirklich stehgewircht, dat man am Lissabon Treaty kurz drauf praktisch nämlich ab Kraft gesagt hun. Es könnt die Lücht noch lang weiterfeieren. Me lo geht eigentlich eine Menge an froh. Was machen wir lo an Europa? Wir müssen mal erstens würdigen, dat Briten eng frei an demokratisch Decision geholl hun. Den David Cameron als Premier den Anstand hat, ob schon das Referendum net über seine Regierung gegangen ist, wie nur eng verlorene Referendum zurückzutreten. Net mit 80% verloren, mit 51,9%. Et das net un Eis für die Briten ein Timing zu imposieren für Verhandlungen. Wir sind in einem Prozess von der politischen Aufklärung von der Suite von einem Referendum. Das hält die Zeit, die es braucht. Wir brauchen es nicht zu fleißen, an dem wir lockend. Wir wollen keine Destabilisierung vom Vereinigten Königreich, dadurch, dass man mit Schotten oder mit Iren separat Sezessionsverhandlungen wollen fördern, neben all den Konsequenzen, die das auf Spanien oder andere Länder in der Europäischen Union hat. Wir müssen generell gucken, dass wir England an Europa halten, vielleicht nicht an der Europäischen Union, wie wir so kennen, mehr an Europa, auch überlegen, ob man nicht für eine Reihe von Ländern ein Statut für Quasi-Memberschaft schaffen, die vielleicht nicht an allen Institutionen vertreten sind, sich nicht alle müssen erwerfen, aber Eisenintérêt, also auch, dass der Marché intérieur funktioniert, dat man Liberté de Mouvement der Personen an einem großen Maßnahmen hun, dat als Finanzplatz an die Londoner Finanzplatz aufgrund von den selbesten Regeln funktionieren, und dat man nicht eine Offshore-Konkurrenz zu London kreieren, die als gegen immens schulden, et as nicht als ein Interesse, a Kategorien zu denken. So, wir müssen ausschließen. Et as als ein Interesse, wie zu gucken, dass man die institutionell Sorge von den Briten respektieren, an hinnen eng Memberschaft an ein ganz großes Maß ermöglichen. Wir sollen auch an Studenten denken, Programme wie Erasmus an all die anderen Sachen sollen so weit wie möglich weiter funktionieren. Dritte müssen neu negoziert gehen, weil wir können noch nicht so viel machen. Auf wie viele andere Länder haben wir ähnliche Tendenzen, der Ruf nur Referenden, der Ruf nur Veränderung. Sollen wir da bleiben oder muss man das respektieren? Wir brauchen eine Rückverlagerung von Kompetenzen an die Memberstaaten. Wir müssen die Arrangementen, die wir im Februar am Vereinigten Königreich golden, an als Treaty integrieren. Die Zeiten, wo man von einer ever closer Union konnte schwätzen, die sind definitiv rüber. Aber wir brauchen den Verhandlungsstopp mit der Türkei, weil wen an Europa, wen bannen, will wirklich, dass die Türkei Member an der Europäischen Union geht. Zum Beispiel, wo die Briten raussehen. Briten an die Deutsch, das waren noch die zwei stärksten Länder Europa, ein Tumor verloren. Wie ging das Europa ausgesehen, weil die Türkei Member wäre und Briten nicht mehr? Der britische Nettobeitrag zum EU-Budget wird das natürlich fehlen. Denfort kann nicht sein, dass man alle Guer müssen mehr an den europäischen Budget bezahlen. Denfort ist, dass mehr Kompetenzen müssen zurück an Nationalstaaten gehen und dass dadurch Europa, die Europäische Union, Männer suchen braucht. Wir brauchen eine andere Währungsunion. Wir brauchen, wie gesagt, keine Transferunion, aber wir müssen Budgetskompetenz zurück an Länder gehen. Da, wo sie gehen. Hier an die Chamber sollen wir die Vollautorität über unser nationales Budget haben, wie auch an all anderen Ländern. Das muss der Fall sein. Das schließlich eine Decision über das Modell Europa, das wir wollen. Briten haben keine Decision geholt gegen Europa. Sie sind überzeugten Europäer, wie wir hier auch. Es ist auch nicht so, dass wenn ihr gerne Football spielt, dass ihr muss FIFA gut fanden. Es ist auch nicht so, wenn ihr sich als europäischen Bürger fühlt,
oder als überzechten Europäer fehlt, dat den einzige Modell, die von der EU aus wie dat umzusetzen. Das fiel mir so, dass es ein dauerhaften andere Modell gibt, den von dem Europa von den Nationen, den von der enker vertrauensvoller Zusammenarbeit an allen Domänen auf vollem Respekt von der Verschiedenheit von den Ländern, von ihrer Souveränität, von ihrer jeweiligen Identitäten. Briten haben durch ihre Wort ein Plus auf Freiheit gewonnen. Sie haben Kontrolle über ihre Legislation zurückgekriegt. Dafür können wir sie nicht mehr felicitieren. Wir werden sie unterstützen, dass Briten an Europa bleibt, etwas an unserem Interesse, etwas an ihrem Interesse. Wir stimmen hin zusammen für die neue Zukunft zusammen zu gestalten.